zusammen. Heute erzähle ich euch eine ganz kurze Gute-Nacht-Geschichte von der kleinen Haselmaus. Zitternde Barthärchen im goldbraunen Fell, die winzige rosarote Nase und die kleinen warmen Füßchen mit spitzen Krällchen, die durch meine Haare turnen, dann meinen Nacken hinab und hinten in meinen Pulli schlüpfen und dann durch den Tunnel meines Ärmels flitzen, wo mich die seidenfeinen Fellhärchen am Unterarm streicheln. Ich beginne zu kichern, denn ich bin doch ziemlich kitzlig. Als die kleine Haselmaus an meiner Hand angekommen ist, drehe ich sie nach oben und das Tierchen kuschelt sich in meine Handfläche. Dann schaut sie mich mit ihren schlau glänzenden Knopfäugchen an und sie kichert mit mir mit. So eine kleine Haselmaus ist perfekt für eine Pandemie-Isolation und sie kitzelt mich und heitert mich auf. Sie flüstert mir Geschichten von Sonne und Löwenzahn, Regenwürmern und den tollpatschigen Katzen ins Ohr, während sie an meinen Haaren hängt. Beim Essen rennt sie runden um meinen Teller und stibitzt sich am liebsten die Sonnenblumenkerne aus meinem Salat. Und jetzt liegt sie also eingekuschelt in meiner Hand und ich kann nichts mehr tun, als sie wie aus diesen Herzaugen-Smileys, Emojis anzuschauen, dem leisen Schnarchen zuzuhören und ihren Herzschlag auf meiner Hand zu spüren. Und dann fühle ich, wie sich auch mein Herz ganz wohlig warm anfühlt. Das war die kurze Geschichte von der kleinen Haselmaus, die auf einer Hand einschläft. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht.